Geht da was? So, grüß Gott beieinander. Da ist er schon wieder. Frau Semkrowey, Frau Birgit, Frau Fichterli und der Herr der Veit, Alter, die haben schon da. Sehr gut. Grüß Gott beieinander. Wie haben wir denn drauf an so einem Montag? Ja, kann man am Montag gut drauf sein? Ich weiß nicht. Der Veit, Alter, merci für den Lurk schon mal an der Stelle. Ich hoffe, eng geht's gut. Oha, Fichterli hat einen Alkohol dabei. Sehr gut. Am Wochenende ist soweit der Kaffee von der Wifi. Fichterli verteilt halt Masskrieg. Sehr gut. Ja, und nicht zum Zuhauen, sondern zum Obi-Gurgeln oder so. Keine Ahnung. Sehr gut. Das heißt praktisch, der Montag ist süffig. Kann man mal machen. Süffiger Montag. Schön, schön. Alles zauberhaft bei euch. Ich komme gerade vom Fensterbauertermin. Tatsächlich. Ich hab's noch on point geschafft zum Streamen. Ja? Hat sich der Herr Bazi wieder beeilt, dass das Jahr zauberhaft von der Bühne geht. Zum Verhauen gebe ich den Guss. Genau, ja, stimmt. Haben wir ja gestern bei The Last of Us wieder eine Gusseiserne gefunden. Wir waren uns aber nicht sicher, ob die tendenziell dazu gedacht ist, Schädel einzudremmen. Ja? Wir werden mal schauen, ob wir dann am Sonntag noch mal eine finden. Aber okay. Ja, der Montag ist geschafft, das ist schon mal was. Ja, da haben wir schon, das stimmt. Da haben wir schon die eine oder andere Hürde genommen. Ja? Morgen ist schon Dienstag, ja? Geht schon dahin. Hatte mich noch mit Mr. X in Resi, so viel zum Montag. Ja, wer beschissen kann am Montag laufen, wenn der Mr. X in Quere kommt. Das ist meistens nicht so gut. Aber dann bist du aber eigentlich schon verhältnismäßig weit, wenn der Mr. X schon vor die Flinten gelaufen ist. Ich hoffe jetzt einmal inständig für die, dass... Nein, das sag ich jetzt nicht, weil ich möchte nicht spoilern. Wer habe ich grüß euch, war der Montag, erster Run in Demon's Souls ist durch. Das hört sich doch noch einen perfekten Montag an. Sehr gut. GZ, Mr. Verb. Sehr schön. Freut mich. Da kann der Montag nur gut sein, wenn man einen Demon's Souls Run macht. Zauberhaft. Demon's Souls ist einfach ein geiles Game gewesen. Schöner Guide gewesen, was wir da gemacht haben. Zauberhaft. Zauberhaft, Freunde der Sonne. Ja. Was gibt's bei mir Neues? Ich hab halt eine Stunde eher Feierabend gemacht, weil wir eben einen Termin beim Fensterbauer gehabt haben. Von dem bin ich jetzt vor einer guten halben Stunde heimgekommen. War sehr annehmliches Gespräch. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja? Also, so viel zu meinem Montag. Ja? Jetzt der wir dann. Ich freue mich jetzt tatsächlich, dass wir so gute 2,5 Stunden gemütlich einstreamen können. Bisschen gemütlich in Assassin's Creed Templar zum Zusammenstehen, ja, stichhaltige Argumente liefern, sagt man so, das John Siege jetzt sagen, das passt ganz perfekt. Ja. Ein Abend mit der Bazi-Gang einklingen lassen, das ist eine zauberhafte Geschichte. Also. Und kriegt das komplette Heiselnei-Fenster? Ja, 20 Stück. Fenster und Türen. Also Haustüren. Ne? Also wir haben ja praktisch ein Haustür, einen Haupteingang und wir haben im Keller noch einen Sekundäreingang, weil es halt scheiße ist, wenn du immer durchs Treppenhaus musst. Ne? Aber es hängt grundsätzlich das ganze Haus, ja. Kannst du ruhig sagen, was du willst? Ich kenn's schon. Ach so, ja, ich hoffe jetzt einmal inständig für dich, dass du nicht deine ganze Munition an Mr. X verballert hast, weil das bringt leider nichts. Ich hab den Fehler damals gemacht, wo ich das erste Mal gespielt hab. Der immer so, boah, mega Zombie, draufschießen. Ja, dann steht der Bazi ohne Munition da. Das ist blöd. Bis mir dann einer gesagt hat, hey, den kannst du zu dem Zeitpunkt des Spiels nicht töten. Da war der Pro-Gamer im Moment wieder geschaffen, ja, zu der Zeit. Damals, ja, Resi 1. Also da nicht vom Remake, sondern das erste quasi. Aber gut, ja, Fehler macht man, damit man es. Fehler die haben existent, damit sie begangen werden. Ja. Das war halt einer von den ersten Leichtsinnsfehler als Gamer, was ich gemacht habe. Habe ich dann nie wieder da. Du hast es einmal versucht, das war's. Du kannst tatsächlich kurz stunnen, also wenn du dann mit der Flinten Vollgas in die Legend schießt, dann holt er sich kurz am Bälle her, dass du vorbeilaufen kannst, aber töten kannst du ihn zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht.
Ja? Das geht nicht. Aber gut, wenn du das eh schon kennst, dann ist ja das kein Geheimnis nicht in diesem Sinn. Aber gut. Ja, sonst habe ich persönlich habe sonst eigentlich nichts zum Berichten tatsächlich. Ist eigentlich, ja, von gestern auf heute, was ist ja großartig durch, gell? Gestern war Sonntag. Frau Bazi und ich waren gestern Abend noch speisen und ich, Idiot, hab's vergessen, ein Beil in die Futterkugel zum Rotzen. Das Essen war schneller fort, also das war so schnell fort, da hätte ich auch kein Foto machen können. Das hat so sauer aufgeschmeckt. Bazi hat sich einen Grillteller gegönnt. Ja, und Frau Bazi hat ein Jägerpfandl gehabt. Ja, hat auch sehr gut ausgeschaut. Beim nächsten Mal mache ich dafür 2 Fotos. Ja, von eins von oben und eins von unten, quasi. Du könnt es dann praktisch von alle Seiten genießen. Aber gut, so viel dazu. So, wir tun heute, wie ihr schon sehen könnt und wie ihr auch in Discord gelesen habt, in Assassin's Creed weiter. Wir deren da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Wir werden halt wieder allen Teufel wegen andecken. Wir werden Hauptmissionen machen. Wir werden die eine oder andere Nebenmission machen, wenn wir den einen haben. Copernicus werden wir uns auf alle Fälle wieder eine Mission anschauen. Schauen wir einfach. So der ganz normale Assassin's Creed Brotherhood Wahnsinn. Ja? Kriegen wir schon. Ein Foto frisch von Teller und einer nach dem. Genau so, nämlich. Ein Weißteller und ein Weißteller mit Fabelog. Ich werde das nächste Mal dann beherziehen. Auf alle Fälle. Naja. Schauen wir einfach. Stream heute ungefähr wieder bis halb 8, dreiviertel 8 in etwa. So irgendwo dazwischen drin werden wir uns dann. Da werden wir uns dann trennen, sage ich mal, für heute. Am Mittwoch findet tatsächlich kein Stream statt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich keine Zeit nicht hätte, sondern ich muss arbeiten. Ich habe Spätschicht am Mittwoch. Deswegen heute ein Stream und spätestens am Sonntag wieder einen. Eventuell mache ich dann Samstagvormittag noch einen. Das weiß ich aber noch nicht, je nachdem. Da kriegt ihr aber dann noch wieder, wie üblich, rechtzeitig Bescheid. Ne? Damit da die Bazi-Gang nicht auf der Strecke bleibt mit Infos. Ja? Das wollen wir ja nicht. So, jetzt ist kurz vor 5. Das passt, glaube ich, perfekt, dass wir langsam einmal ins Spiel einstarten. Ja? Dabei wäre ich jetzt einmal da galant wie ich bin. Einfach einmal umschalten. Schaut einmal eh schon gut aus. Perfekt, ihr habt hoffentlich ein Bell und dann gleich hoffentlich auch einen Ton. Und wenn nicht, dann wird es schon schreien. Entweder weil der Ton zu laut ist oder weil er nicht existent ist. Eins von beiden. Gut. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So. Ezio Auditore. So, kurzes Recap von gestern. Wir haben unseren Meistermechaniker gefunden, unseren Leonardo da Vinci. Ja, da haben wir gestern schon mal soweit alle Waffen oder alle Upgrades geholt, die bis dato zur Verfügung stehen. Und wir haben sogenannte Leonardos Maschinen, das sind so Aufträge, so Kriegsmaschinerie zerstören. Diese Missionen sind exklusiv und ziemlich geil. Die werden wir immer mal wieder ein bisschen einzwicken, die sind nämlich begrenzt. Da haben wir jetzt, glaube ich, noch insgesamt 3 Stück an der Zahl. Ja, da kommen auch keine mehr dazu. Die haben Special, diese Missionen. Ja, deswegen werden wir die von Zeit zu Zeit einmal ein bisschen einzwicken. Wir haben heute außerdem eine Christina-Mission. Da haben wir ja schon mal die erste Mission gemacht. Das Kennenlernen mehr oder weniger, das werden wir uns jetzt gleich noch anschauen, ja, damit wir da gleich mal drin haben. Dann hätte ich gesagt, schauen wir uns also Copernicus-Mission an. Da haben wir jetzt aktuell 2 oder 3 auf der Map. 2 meine ich. Werden wir uns einmal eine anschauen und dann werden wir mit der Hauptmission weiter da. Also, nein, 3 haben es tatsächlich. 3 Copernicus. Dann schauen wir unsere Hauptmission natürlich auch noch an. Also wir werden es wieder ein bisschen bunt mischen, da ich sagen. Ja, dass für allem was dabei ist. Ja, wir haben ja im Brotherhood tatsächlich ein bisschen was zu tun. Das ist jetzt kein Projekt, wo es jetzt auf 2-3 Streams Oberbruch ist, aber das soll es auch nicht sein. Und ich glaube, das passt dann schon. Ja, es ist gemütlich zum Wochenstart, da ich sagen. Ja, da kann ich auch mal ein wenig entspannen. Und das passt ja dann. So, wir fangen jetzt allerdings mit dieser Christina-Mission an. Jetzt können wir auch den Aussichtsturm da erklimmen, weil wir ja die Kletterhandschuhe haben. Das heißt, kein Hindernis ist uns mehr zu weit. So, das Brenners habe ich die Ehre. Grüß dich gut, wie geht's da? Die Missionen sind super mit Leonardos Maschinen. Es sind, wenn du mich fragst, sogar die besten... Das hätte ich vorhin gesagt, die besten Maschinen im Spiel. Es sind, wenn du mich fragst, sogar die geilsten und besten Missionen im Spiel. Jo, die Leonardo-Missionen fand ich auch mega. Die haben absolut on point. Diese Missionen sind eine 11 von 10. Absolut.
Da stimme ich an jeden zu. Und jeder, der was anderes sagt, den hau ich an den Anschwund. Imaginär zumindest, ne? Hau ab mit deiner Gitarre, sonst hau das um Pfotzen um, oder? Sehr fix. Die waren in Venedig, aber so lästig. Bei dir ist gut, Breiters? Ich hoffe doch. An der Stelle einfach einmal an den Ole einen angenehmen Abend gewünscht und einen wunderschönen und zauberhaften Aufenthalt bei uns. Schön, dass du hast. As always. So. Ja, da mal ein bisschen durch die Gasse rennen. Sehr, sehr gut, danke und dir. Das hört man gern. Bei mir ist alles soweit im grünen Bereich. Kann nicht gelingen. Und das ist gut so. Muss ich gerade schauen. Ah, mit B hält man sich fest, alles klar. Gut. So, das ist nämlich der Turm, den kannst du regulär nämlich nicht erklimmen, wenn du diese Kletterhandschuhe nicht besitzt. Da bin ich nämlich einmal hergerannt und dann bin ich da gestanden und bin nicht weitergekommen. Jetzt muss ich gerade schauen, da muss man glaube ich von der anderen Seite aufgehen, anders geht's glaube ich nicht, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ah doch, das geht sogar. Ja, mir immer, dass der nicht mehr so stark schauen kann. Sehr gut. Nehmen wir schon mal mit. Wo ist jetzt so der... Ah, da unten ist der Heuhaufen. Oh, da ist gleich ein Tunnel. Den Tunnel schalten wir auch gleich frei. Den habe ich gar nicht gesehen. Und da ist die Christina-Mission. Ja, das passt ja perfekt. Das passt ja perfekt. Wir haben ja übrigens mittlerweile rich. Ja? Wir haben 28.226 Finanzmittel. Wenn das nicht zauberhaft ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich weiß allerdings auch, dass man das relativ schnell wieder aufbrauchen kann. So ist es jetzt nicht. Kaufen wir die Bank auch gleich noch. Ja, jetzt haben wir immerhin ein Einkommen von 5.248. Das ist schon ordentlich. Gut, dann schauen wir uns Christina Part 2 mal an. Der mal nachlaufen, der Mieze. Florenz 1476. Danke fürs Kommen. Natürlich. Sag mir, was kann ich tun? Die Leichen meiner Familie. Ich kann sie nicht einfach so am Galgen hängen lassen. Sie brauchen die Sterbesakramente, damit ihre Seelen Ruhe finden. Verstanden. Ich folge dir, Ezio. Das ist gut, weil diese Sequenzen, die spielen ja teilweise, oder eigentlich immer, gewisse, also die spielen quasi Szenarien ab, die im zweiten Teil nicht vorkommen. Ja, du sagst ja von der Christina an und für sich nichts, sie kommt zwar am Anfang vor und da meinst du eigentlich, ja, das ist wieder irgendein so ein Betttupferl für ihn, aber Christina ist halt deutlich mehr. Und genauso wie das jetzt, was mit den Leichen von seinen Eltern passiert, das sagst du im zweiten Teil nicht. Ja, die hängen halt am Galgen, ja, und er macht sie dann auf die Reise, er erkennt dann eigentlich, was eigentlich dahinter steht und jetzt wird im Endeffekt nochmal beleuchtet, was hat er denn letztendlich mit seinen Eltern gemacht. Ja? Ist eigentlich ganz zauberhaft gelöst. Christina zum Galgen eskortieren, das kann man jetzt auch falsch verstehen, wenn du mich fragst, aber ist nicht so gemeint. Das Outfit ist natürlich, ne, Freunde der Sonne, Assassin's Creed 2, das Assassinen-Outfit, das ist halt schon beherzt, gell? Das ist schon sehr herzhaft. Passt, dann kostet der bald das Kolosseum kaufen. Ich glaube, das gelangt nicht einmal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber die Aquädukte, die kosten, glaube ich, alle über 30.000 Finanzmittel. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber die gehen richtig ins Geld, die Dinger. Steigern aber natürlich auch das Einkommen entsprechend, ne? Hier lang. Sie wurden bereits abgeschnitten. Was sollen wir jetzt tun?
Du versteckst dich. Ich werde mich kurz mit der Wache dort unterhalten. Aber wir haben da jetzt auch keine Waffen, nicht? Lasst mich sofort frei! Ihr seid der Schandfleck rot! Mal sauber reintreten in den Nuss. Ich tritt da so lange in den Teier, bis das... Weiß ich nicht. Wo sind die Leichen, die hier hingen? Die wurden schon abgeholt. Wohin? Sagt mir, wo sie sind. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie wollten zum Fluss und sie dort versenken. Nein. Folgt mir nach. Christina, komm mit mir. Zum Fluss eskortieren. Ja, ist eh klar. In den Augen der Templer sind halt die Auditore-Familie einfach reine Verräter und halt, ja, korrupt sozusagen. Na, natürlich versengen die jetzt im Fluss. Es gibt nur das eine. Sie umbringen. Nein, tu das nicht. Sie haben nichts getan. Sie folgen Befehlen, ohne zu fragen. Das macht sie... Ezio. Ich glaube, dass das Kolosseum sogar 60.000 kostet. Da ich nicht einmal anstreiten. Hole meine Familie, einen nach dem anderen, und bringe sie zum Fluss. Sei vorsichtig. Die Leichen zum Boot tragen, ohne eine Wache zu töten. Ja gut, dann verhauen wir es halt einfach. Der Kerl kommt hier. Hä, der stirbt da, wenn man verprügelt? Der lebt ja noch, das ist so gelungen. Der hat ja noch gelebt. Ich hätte gedacht, verprügeln kann... Hä? Okay. Ja gut, okay. Verprügeln zählt quasi als töten. Alles klar. Dann machen wir es halt so. So, das ist der Petruccio. Rest in Peace, Brudi. Ja, der gibt uns in Assassin's Creed 2 ist er im Endeffekt, der uns indirekt die Mission gibt, sozusagen sammel die Federn. Ne? Congrats, wenn du das schaffst oder wenn du dir das antust. Ja, Federn sammeln, das ist lästig. So, Federico, sein Bruder, der wo mehr oder weniger ein bisschen was beigebracht hat über Frauen und über Stravanzen. Ja. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das ist der ältere Bruder. Aber hundertprozentig weiß ich es jetzt nicht. So, und da ist last but not least sein Papa, der mehr oder weniger verheimlicht hat, dass er Assassiner ist. Oder wo er durch den Tod oder durch den Hinweis seines Vaters, dass im Haus ein versteckter Raum ist, er erst einmal drauf kommt, dass er überhaupt was Größeres ist als wir nur ein Bankier. Aber gut. Ich muss die Stadt verlassen. Christina, begleite mich, bitte. Ich würde. Aber ich kann nicht. Meine Familie. So sind wir immer zusammen, Christina. Ezio. Ja, es ist mehr oder weniger Pflichttrennung. Er muss von der Stadt aussehen, weil er ja selber gesucht wird, weil er Auditore ist. Und so muss er seine Liebe auf der Strecke lassen, das hilft ja nicht. Dampf, aber der Romanos und dem muss, ja, wie genau so ungefähr. Und er muss sich nur hinter sitzen. Genau, das war Part 2. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Christina-Missionen das gibt, ich glaube 10 oder so. Habe ich nicht die Geduld dazu gehabt? Ich auch nicht. Ja, ich hab's einmal gesammelt. Aber also allein in Venedig, wo du da Federn sammeln kannst und du musst die erstmal finden. Gell? Es gibt ja in-game keine Map, da wo dir Federn angezeigt werden. Das haben wir damals aus dem Internet ausgesucht, wo dann quasi in Google ein Foto und da waren überall, wo Federn war, so ein roter Punkt auf der Karte eingezeichnet und dann quasi
Map aufrufen, hinzoomen, ungefähr da, wo der Punkt sein kann und dann da hinrennen. Alter, war das lästig. Ja, das habe ich einmal gemacht und dann nie wieder. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie wieder machen. Ja, auf keinen Fall. So, Christina-Mission haben wir. Jetzt schauen wir mal, was der Kopernikus-Zepter eigentlich noch parat hat, weil der ist ja praktisch auch schon in der Nähe. Sitium Haberiere, genau das gleiche mit den Glyphen. Das mit den Augensymbole habe ich auch einmal gemacht. Allerdings mit Hilfe des Internets, weil allein, also gut, damals war ich halt, wann ist denn Assassin's Creed 2 rausgekommen? 2009, da war ich, ja, noch nicht ganz so alt wie heute, ja, da war ich noch jung und dumm, da bin ich noch nicht so ganz draufgekommen, wie das Ganze zusammenhängt. Keine Ahnung, ob ich es heute schaffen darf, vermutlich nicht, weil die Glyphenrätsel schon sehr komplex sind. Aber da die aber jetzt mittlerweile auch alle links liegen lassen, weil es mich einfach nicht interessiert. Im Endeffekt erfährst du nicht wirklich was, weil mir ich gedacht habe, du erfährst irgendwo voll die krasse Info, aber eigentlich erfährst du halt nichts. So, Expressbriefe. Die Briefe an die 3 Gelehrten liefern, bevor sie getötet werden. Volle Synchro die 3 Briefe in weniger als 3 Minuten überbringen. Ja, schau ja aus, als wenn ich schnell war. Wie alt ist das Spiel nochmal? Brotherhood? 2012? 2011? 12? 11, glaube ich. Nice, 2er gekommen. Oder ich sehe direkt 2010 gekommen. Ich kann das jetzt gar nicht sagen, dafür. Zwischen 2010 und 2012. Irgendwie sowas. In Verbindung gebracht. Gönnt ihm eine Flasche kaltes Herz. Udite, Udite. Steh um. Die Borgia suchen euch. Ich verstecke mich. Hab Dank. – 16. November 2010. Ah, okay, also doch ein Jahr nach dem 2er schon. Okay, alles klar. Leck, und da haben sie die Map schon so zurückgeschissen mit Symbole. Du, sag das ganz ehrlich, da haben wir gestern geredet drüber. Ich finde tatsächlich, Brotherhood hat den perfekten Mittelweg. Es ist nicht zu wenig, es ist aber auch nicht zu viel. Es ist genau, das sind halt alles, du darfst halt jetzt nicht vergessen, das sind halt alles, wie die Assassinen-Symbole, das sind halt Taubenschläge, da wo du deine Assassinenbruderschaft mehr oder weniger auf Missionen fortschickst und halt levelst sozusagen, nicht? Also da kannst du jetzt nicht wirklich was machen. Und das andere da, das sind halt, mein Gott, das sind halt die ganzen Gebäude, die du renovieren kannst, oder so jetzt. Ja, müssen tust das nicht, kriegst halt ein bisschen Geld dafür, aber tatsächlich, das kannst du alles ausblenden lassen, so ist es jetzt nicht. Aber tatsächlich ist Brotherhood, wie gesagt, für mich persönlich ein perfekter Mittelweg. Es ist nicht zu überladen, es ist aber auch nicht stoglar. Ne? Die Scheißmusiker, der ihre Gitarre so ins Gesicht eingehaut, dass du sagst, gibt's das. Also der steht da rum. Lest dies und bereitet euch vor. Werde ich. Grazie. Nein, Mogoba. Sieht ja mal, ist gut bei dir? Abgesehen davon. Das könnte man aber sogar noch unter 3 Minuten schaffen, wenn du mich fragst. Ab jetzt! Schwulschädel. Okay, vielleicht schaffen wir es aber auch nicht. Der ist ziemlich weit weg. Ah, warte mal. Ah, nice Bild. Nehmt dies. Es kommt von Boah, ich hab mich nicht einmal oben da, ist nicht geschafft. Grazie. Okay, nice. Ja, meint, das ist erst mit Far Cry. FC3 ist wahrscheinlich Far Cry 3. So schlimm waren. Wie gesagt, ich find's im Brotherhood, es geht noch. Ja, recht viel mehr muss nimmer sein, aber ja. Ich sag mal, wie ich Assassin's Creed Brotherhood und Revelation empfunden habe, das Schnellreisesystem war unnötig, habe ich in den Teilen nie benutzt. Ich bisher jetzt auch nicht. Ich baue es halt aus, dass ich es halt ausbaue, so. Aber tatsächlich wirklich genutzt habe ich es erst 2 oder 3 Mal jetzt, seit wir streamen. Aufdringlichster Bade EU Süd.
Das ist richtig lästig, vor allem wenn du irgendeine Verfolgungsmission hast, wenn du irgendeinen Idioten verfolgen musst und dir dann 3 oder 4 Baden ständig eingreschen mit einer scheiß Lirdl und du kannst halt nichts tun, weil sobald du irgendwas Aufdringliches machst, dann werden halt die anderen alle aufmerksam. Ja? Also du musst dir dann entweder laufst davor oder du wirfst dir einer Geld und geben sie Ruhe. Ich werde ein paar Tage weg. Ihr habt Nerven. Bianca di Prendi. Bist du hier? Ja klar, bin mitten in Renovierungsarbeiten, heißt bei mir, das halbe Haus wird umgebaut, morgen kommt neues Material an und Freitag so fertig. Ja, wird bei mir auch bald so werden. Sitium, I feel you. Oh, wir sollten vielleicht unsere Assassinen abschicken. Moment, da ist ein Daumenschlag. Da ist ein Daumenschlag, dann schicken wir unsere Bruderschaft schnell fort. Dass die unterwegs sind auf jeden Fall. Ihr seid nicht der Hellste, was? So, perfekt. Ich bin dafür gestern in Skyrim 3-mal gestorben, weil mein Ziel blöd. Ja, soll ich vorkommen, Dampf. Es passiert die Besten. So, was haben wir jetzt da? Die haben jetzt alle schon. Ah, nochmal. Ah, das wird ein Chance-Start. Und die haben alle Achso, die haben gar nicht mehr unterwegs. Okay, nice. Schauen wir mal, ob wir Aufträge. Oh, da haben wir wieder Aufträge in Köln. Ja, den werden wir nicht schaffen. Das ist noch ein bisschen. Da haben wir noch ein wenig Kasi. Gut, Köln, der Karneval ist zu heftig da. Das ist zauberhaft. Ja, das macht einer allein. Da gehst her 93%, das sollte passen. Dann schicken wir einen sichern weg. Und einen 6er, dann passt das auch. Das wird wahrscheinlich jetzt schwierig werden, oder? Oh, das kann sogar gehen. Ah, easy. Konstantinopel, das rammen wir auf. Perfekt, in Barcelona, in Wien. Was haben die Österreicher schon wieder ausgefressen? Oh, die Österreicher einen Adligen festhalten. Ja, das werden wir nicht schaffen. Mit 2 Assassinen schaffen wir das nicht, okay. Was gibt's in Barcelona noch? Da haben wir noch eine 3-Stern-Mission. Das schafft der 5er allein, perfekt. Da haben wir da sonst noch irgendwo eine 3-Stern-Mission? Da haben wir noch nicht, perfekt. Easy. Nice. Hallo Sabi. Hey, ich weiß nicht, ob du in Discord gelesen hast. Danke für deinen Shoutout vorher. Wir waren beim Fensterbauer. Ich habe leider nicht aktiv am Chat-Geschehen teilnehmen können. Aber vielen lieben Dank. Sehr lieb von dir. So, wo ist jetzt da der Kopernikus-Auftrag? Der ist da hinten. Geplant ist halt noch ein Keller. Wenn jetzt so die Wache nicht stand, Burli. Ich dachte, dein Gitarre so ins Gesicht einhauen, dass 3 Mal Schutz und Bremsen brauchst. Das darfst du auch nicht mehr. So, was nochmal? Geplant ist halt noch eine Kellererweiterung, seitlich noch ein Raum mehr und eventuell noch ein extra Stauraum. Hau halt ab jetzt! Wenn ich meinen Chat lese. Geht doch. Und eventuell noch ein extra Stauraum unter dem Keller, ähnlich wie eine Bodenluke. Also du hast quasi auch einiges vor. Wie geht's dir, Sabi? Alles gut bei dir? So, was haben wir jetzt da? Intelligentia. Aha. Den Gelehrten finden und dem Kopernikus Brief übergeben, bevor die Wachen ihn töten. Schon wieder? Das ist sehr einfallsreich. Alles gut bei mir, Sabi. Wie gesagt, wir haben jetzt heute Termin beim Fensterbauer gehabt. Und bin, ja, vor einer guten Stunde bin ich heimgekommen. Gerade noch pünktlich zum Stream halt, ne? Aber so ist es sauerhaft. Montag effektiv rumgebracht, würde ich sagen. Ja, morgen ist der Dienstag, ist die Woche schon noch nicht so schlimm. Das ist ja, eigentlich so ein schon so sein. Ja, Anstecher wollte ich jetzt. Das Ding ist halt, wenn du die Baden angreifst, auch wenn du sie nur schlägst. Wie jetzt soll ich die mit dem Adlerauge auch noch finden, oder was möchtest du wieder verarschen? Dann geht dein Bekanntheitsgrad nach oben. Ihr wandert im finsteren Tal. Ist das sehr ernst, oder was? Und euch regelmäßig Ja, der kann jetzt da überall sein. Ah, da ist er. Das ist von Kopernikus. Vielen Dank.
Der Post streikt, da muss er... Achso, das ist noch einer. Post streikt, da muss der Ezio aushelfen. Ja, der Ezio ist der beste Postbote, habe ich gehört. Ja, da kämen Briefe versiegelt an. Ja, der kriegt da tut das Assassinensiegel drauf, dann gelangt eh schon keiner mehr an. Ja, weil nicht, dass er mal ein Giftsmesser rausspringt oder was. Ehrendoktor, den Gelehrten finden und nimmt... Ja, schon wieder ein Brief. Okay, in einer Minute. Sehr gut. Schauen wir mal. DHL muss zustellen, ja. Ezio ist auch nicht bei Hermes angestellt, habe ich gehört. Also hoffe ich mal für ihn. Ich glaube, der Ezio ist insgeheim der Gründer von der DHL. Wer weiß das schon? Beim Ezio käme ein Brief an, bevor es... so nämlich. Der Ezio ist der Chuck Norris der Postzustellung, wenn es so willst. So wie ich sage, ist der oben. Ja, der ist oben, definitiv. Warum ein Gelehrter auch immer da oben... Achso, na, der ist da unten. Okay. Kopernikus schickt mich. Grazie. Wer war jetzt das? Hey, da hängt der Brief kann schwimmen. Aha. Und was hat's jetzt das für Volksfesttruppen? Oh, ich hau da mal einen Teil rein. Die hau auch einen Teil rein. Da ist der. Du mir deinen Speer her, hallo? Ja, du kannst mal dein Schweck, da hab ich auch nichts dagegen. Was ich halt nicht verstehe, warum der dann automatisch mein Ding abvisiert. Ja, hallo, kannst du mir entwaffeln lassen, du Volldepp? Geht doch. Alter, du nervst. Ja, Trottel. Ja, Gebusenscharfschütze. Ja, die Hand, das Lustige ist, die Hand vom Leonardo da Vinci erfunden und entwickelt worden. Ne? Die ganzen Schusswaffen, die wo die Borgia-Wachen haben, hat alle der Leonardo entwickelt. Ne? Das hat er uns aber auch offen und ehrlich so gesagt. Ne? Warum hat er das gemacht? Ja, sie hätten er sonst umgebracht, wenn er es nicht gemacht hätte. Ja? Das hat er uns gestern auch mitgeteilt. Ja? Also der Leonardo ist immer noch der Ehrenbruder. Ja? Der Ehrenbasi, wenn du so willst. Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist? So, gut. Kopernikus-Missionen haben wir. Und da scheut sie jetzt, glaube ich, also weit keine weiter frei. Da müssen wir quasi in der Story weiterkommen. Ja gut, okay. Das heißt praktisch, im Endeffekt machen wir jetzt eine Story-Mission. Gut, haben wir das auch gehört. Ja, das ist natürlich nicht geschichtlich korrekt. Das ist mir schon klar, dass der Leonardo da Vinci jetzt wahrscheinlich nicht die Borgia-Waffen entwickelt hat. Aber in dem Spiel ist halt zumindest so, ne? Ich meine, wenn wir jetzt anfangen, dass wir Assassin's Creed auf die geschichtliche Korrektheit aufräumt, dann meine ich, muss das ganze Spiel in die Tonne treten, so. Am Panzer, der Entwickler an der Schusswaffen war er nicht beteiligt. Ja, den Panzer haben wir gestern auseinander, also wenn's der war. Nein, das war die Maschinenpistolen. Das war die Maschinenpistolen, die wir gestern auseinandergenommen haben. Den Panzer, das ist durchaus noch eine Mission, der kommt auch noch. Für den Zugang dieser Erinnerung brauchst du 3000 Finanzmittel. Ich hab fast 10 Wache. Was willst du eigentlich? Da gehst du her. Ich kann nicht glauben, dass ihr das für mich tut. Es gibt eine Bedingung. Ich wusste es. Behaltet die Politik der Stadt im Auge. Ich möchte, dass ihr Maria in der Rosa in Fiore von allen erzählt, die den Borgia helfen. Und dann? Lasst ihr sie verschwinden? Dieses Pezzo di Merda mag mich hassen, aber er ist Familie. Va bene, wir gehen. Ich folge euch zum Bankier. Stimmt, da müssen wir jetzt sämtlichste Wachen ausschalten, wenn ich mich richtig erinnere. Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, das Ding mit 16 Läufen halt. Ja, den Panzerwagen, das ist eine Leonardo-Mission. Die gibt es tatsächlich im Brotherhood. Die werden wir vielleicht heute machen. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. So, dem Geld folgen. Das ist so gut. Ein Geld nachlaufen ist
mach mir schlecht, aber mach mir auch gut. Dem Senator folgen, der seine Rückzahlung zum Bankier bringt. Volle Synchrimer während der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden und nicht den Boden berühren. Aha, das heißt, ich muss auf die Dachel bleiben. Okay, dann war's so. Hey, weißt du was, wenn du da schon deine Schatztruhe da liegen lässt, dann du, hey, da tu mich überhaupt nicht runter, gell? So. Aber die alten Assassin's Creed Teile haben zumindest was Gebäude, Kleidung und bekannte Personen auch ziemlich gut dabei, was die Historie angeht. Ja, das Thema haben wir auch schon gehabt. Für mich war es halt so, nach Assassin's Creed 3 war für mich halt einfach Schluss, so mäßig, weil da für mich die Geschichte einfach zu Ende erzählt wurde. Um einen Desmond, ja, und um die ganze Chose da, von wegen Edenapfel hier und her, Weltuntergang und so. Aber ja, es sind halt, ich hab die neuen Teile wirklich nicht gespielt. Und ich finde auch, dass die damaligen Spiele mehr Story-Relevanz gehabt haben. Oh, das ist was anderes. Der Bankier wird erfreut sein. Seid ihr allein? Habt ihr sonst jemanden gesehen? Kommt mit, Klugscheißer. Habt ihr irgendwas von meinem Bruder Francesco gehört? Cesare kümmert sich um ihn. Ich hoffe, er ist wohlauf. Und? Was werdet ihr mit meinem So, Geld machen? jetzt müssen wir schauen, dass wir den Boden nicht berühren. Und dass wir nicht entdeckt werden. Großzügig er ist. Was sagtet ihr? Aha, da ist schon wieder ein Assassine aus der Mission zurückgekommen. Geht's hier geradeaus weiter? Ja, hier geht's geradeaus weiter. Okay, nice. Und dann kommt Valhalla. Soll ich dir sagen, was das große Problem von Assassin's Creed Valhalla war? Das große Problem von Assassin's Creed Valhalla war das, dass zeitgleich God of War gekommen ist. Und God of War, oder beziehungsweise Santa Monica, hat aus dem nordischen Mythologie-Setting deutlich mehr gemacht, als Valhalla das gemacht hat. Und ich kann's verstehen. Oh, leck, jetzt schaut man die Folie runter. Das war's jetzt wieder gewesen. Assassin's Creed Valhalla ist halt einfach Vikings das Spiel. Es wirkt für mich tatsächlich eher so, ja. Schlamm- und Lederporno mit Dumidieren. Vikings in a nutshell. Aber ja, ich verstehe den Punkt. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass schlechte Spiele haben, um Gottes Willen. Ja, also die neuen Assassin's Creed Teile, ob das jetzt... Ja, okay, der hat mich leider gesehen, das heißt, die volle Sync ist dann so mit raus. Gut, macht aber nichts, kann passieren. Ich will nicht sagen, dass die neuen Assassin's Creed Teile alle schlecht sind, um Gottes Willen. Aber sie kommen halt meiner Meinung nach vom Charme und vom Flair her nicht an die alten dran. Es sind gute Spiele, es sind gute Open-World-Spiele. Und es warten aber noch bessere Open-World-Spiele, wenn nicht Assassin's Creed draufsteht. Wenn du mich fragst. Ne? Das ist, wie gesagt, ich finde die Spiele per se nicht schlecht. Aber es ist halt für mich keine Assassin's Creeds mehr. Jetzt schauen wir mal, ich bin halt jetzt tatsächlich gespannt, was aus Assassin's Creed Mirage gemacht wird. Ja? Weil das soll ja sehr stark back to the roots gehen. Das spielt ja 300 Jahre vor dem Altair, also im 800, im Jahr 800 irgendwo in Serbien. Und nach dem Trailer noch schaut das schon sehr back to the roots aus. Ja, das soll wieder mehr, es haben auch die Entwickler schon bestätigt, es soll wieder deutlich kleiner werden und wieder mehr kleinere Abschnitte haben, so mehr städtelastig sein. Was ich begrüßen darf tatsächlich. Ja? Aber da müssen wir uns überraschen lassen, wenn es einmal erscheint. Irgendwann am Ende des Jahres, meine ich, soll es kommen. Vorsicht, oder?
Armbrust, by the way, im Brotherhood, absolut OP. Das wollte genau, wollte die Leihe haben genau Papiers, um mich zu verarschen oder was? Mir hat Origin gefallen, Odyssey war schon wieder so überlohnt und wie man ein Spiel, in dem es zum Athen und Sparta geht, und dem Spieler keine Schwindel geben kann, ist, ja, Sparta und Schwindel, das ist halt quasi wie, ja, wie sag ich denn, das ist ein Auto, da gehört ein Reifen dazu und bei Sparta ist es halt nicht anders. Ich glaube, da könnte man jetzt sogar warten. Gut, wobei es eh wurscht ist, mit der von Boni jetzt eh wieder, und die volle Sync ist ja quasi raus. Was für ein Mann. Egidio hat bezahlt. Gut, gut. Der Bankier plant einen besonderen Abend. Ich werde ihm das Geld überbringen. Gebt es her. Festhalten, bis ich zurückkomme. Nur nicht das Geld aus den Augen verlieren. Ja stimmt, den müssen wir jetzt hops nehmen, gell? Ich habe bezahlt. Das Pantheon über das Dach infiltrieren. Das ist doch, glaube ich, heutzutage auch eine Bank. Bin ich da richtig dran? Das Pantheon in Rom müsste heutzutage auch eine Bank sein, wenn mich nicht alles täuscht. Weil Hallo habe ich unter 3 Stunden angespielt und deinstalliert. Ich kann es verstehen, wie gesagt. Ich kann es verstehen. Wie ich gesagt habe, die Spiele an und für sich per se, die mögen ja nicht schlecht sein. Also, es sind gute Spiele, aber es sind keine Assassin's Creed in meinen Augen. Die Spiele haben mit Assassin's Creed in meinen Augen einfach nichts mehr zum tun. Das war in den letzten Jahren so ein bisschen das Problem, dass ungefähr jeder Entwickler auf diese Open-World-Schiene aufgesprungen ist und es hat halt nur bei manchen gut funktioniert und nicht bei allen. Und Assassin's Creed in der... Ah ja, genau, sehr gut, das war wieder perfekt. Und ein Assassin's Creed so ein Open-World-Spiel machen war meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt die beste Idee. Ich finde die generell keine gute Idee gewesen, dass man jedes Jahr oder beinahe alle 2 Jahre spätestens ein neues Assassin's Creed auf den Markt trotzt, wo doch eigentlich die Geschichte fertig erzählt worden ist. Aber gut, das ist halt, ne? Das ist halt eine Gelddruckmaschine. Schreibe irgendwo Assassin's Creed drauf und das verkauft sich wie warme Semme. Ist leider so. So. Das funktioniert übrigens auch nur in Videospielen. Ja? Jeder, der schon mal bouldern war, weiß, wie anstrengend das ist. Und jetzt den Senator kalt machen. Die Schlachten waren eigentlich ganz geil in Odyssey, aber man hätte halt wirklich auf Seite der Spartaner sowas wie Phalanx-Kampfformation machen können. Das hätte dem Spiel wirklich was gegeben. Ja, das ist halt eben genau das Ding. Du hast zwar im Grunde ein geiles Setting, kannst aber nichts draus machen oder willst halt nichts draus machen. Und das ist wie du sagst, du bist in Athen angesiedelt, wo Spartaner haben und dann... Also wie gesagt, ich kann die Kritiken durchaus nachvollziehen. So, volle Sync versemmelt, weil er unsere Woche entdeckt hat. Blöd. Guten Abend, wie war dein Montag? Aladdin, habe ich dir. War ganz sauerhaft. Ich hoffe, deiner war auch gut. Schön, dass du bist. Lucky, habe ich dir. Ist die Zählung beendet? Va bene. Tötet ihn. Nein. Glück gehabt. Luigi sagt, er bleibt am Leben. Geht voraus, Capo. Zu Gast in Rom. Also ich muss sagen, dass ich Black Flag am geilsten gefunden habe. Die neuen davor finde ich echt teilweise bedenklich. Ich habe Unity gespielt und habe mich nur noch aufgeregt. Danach habe ich es mit dem London-Ding nochmal versucht. Nach einer halben Stunde habe ich es von der Platte gelöscht. Thema Black Flag war an und für sich geil gewesen. Karibik und so, war wirklich cool gewesen. Aber was mich am Black Flag richtig gestört hat, irgendein Psuffers Wogscheidel sticht auf einer Insel an Assassinen ab, an Meisterassassinen, ja, irgendein random Psuffer einer Piratenteufel sticht an Meisterassassinen ab, ne? Und schlüpft dann automatisch in die Rolle dieses Meisterassassinen. Und da war es bei mir zu Ende. Da war es bei mir einfach zu Ende, ne?
Black Flag hat gute Kritiken gekriegt. Wie gesagt, die Idee dahinter war nicht schlecht. A, es hat jetzt 2 Sachen gegeben, die mich massiv gestört haben. A, eben wie er zum Assassinen wird. Und B, das Piratensetting. Und da ist für mich einfach diese Talfahrt richtig bergab gegangen. Weil, wie ich schon gesagt habe, nach dem 3. Teil ist diese Geschichte einfach zu Ende erzählt. Der 3. Teil hat schon geschwächelt. Revelations hat auch schon ein bisschen geschwächelt, wird aber durch die Ezio-Story einfach brutal gecarried. Ja, weil das einfach eine geile Storyreihe ist so. Dreier hat dann wirklich angefangen, dass du merkst, hoppala, das bringt jetzt schon nicht mehr das so ganz um, was die anderen vorangegangenen Teile geschafft haben. Und dann hätten sie einfach so müssen, so, und jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Vielleicht noch Sequels bringen, das war vielleicht noch gegangen, aber naja, aus unternehmerischer Sicht hat Ubisoft nichts falsch gemacht. Ne? Wie gesagt, aber Geschmäcker haben verschieden. Ich habe natürlich, wie gesagt, die neuen Teile, das sind per se jetzt keine schlechten Spiele nicht, aber in meinen Augen, ich sag's nochmal, sind es keine Assassin's Creed Spiele. Ist das eigentlich die richtige Übersetzung? Was ist die richtige Übersetzung? War anstrengend, aber alles gut. Merci der Nachfrage. Ja, das kann man so schreiben. Merci vielleicht mit C, weil es vom französischen Merci kommt, aber ansonsten kann man das, glaube ich, so stehen lassen. So, was? Das Ziel in weniger als 3 Minuten erreichen. Was müssen wir überhaupt da? Als Träger der Truhe verkleidet die Wachen zum Bankier führen, ohne entdeckt zu werden. Die Reaktionen der Wachen können helfen, den richtigen Weg zu finden. Das Ziel in weniger als 3 Minuten erreichen. Aha. Wir sind auf Kurs. Bald mischen wir uns unter die Feiernde. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Da muss man auf die Wachen losen. Wir sind auf Kurs. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr... Jetzt machen wir Zeit gut. Okay. Wo gehen wir hin? Ja, möchtest du im Kreis rennen, oder was? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ich möchte eure Autorität. Ist das nicht die falsche Richtung? Ich hoffe, die lassen... Signore, geht es euch gut? Mit Verlaub sind... Brudi, wo möchtest denn du hin? Möchtest du im Kreis rennen, oder was? Machen wir Zeit gut. Das habe ich bei Valhalla so geil gefunden. Da ist ein Assassine. Was der da tut, keine Ahnung, aber macht auch 5 Minuten Tutorial und er schenkt da Assassine. Die lassen uns mit rein. Das ist ja genau das, was ich sag. Bald sind wir hier fertig. Jetzt machen wir Zeit gut. Ist das nicht die falsche Richtung? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ja, dann gehen wir halt da lang. Ist das nicht die falsche Richtung? Ja, dann gehen wir halt da rein. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Jetzt machen wir Zeit gut. Ja. Wenn man im Table Dance Club die Dame abweist mit bis dann, Tittenmann. Und das war noch einer der wenigen harmlosen Dinge, die geschehen sind am Wochenende, sich vor Lachen auf den Boden wälzen. Wir sind auf Kurs. Wie mehr Details müsst du sein schicken. Merci für deine 15 Monate. Habe ich dir. Merci für den Resub. Viel Spaß weiterhin in der Basiker und viel Spaß mit dem. Also, danke dir. Ja, die hätten einfach das unter einem neuen Namenlauf verlassen sollen und ohne Assassin's Creed und die Welt war... Genau so, Luke. Genauso sehe ich das auch. Ist das nicht die falsche Richtung? Ein Spaziergang durch die... Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Signore, geht es euch gut? Wir sind auf Kurs. Ja, das ist halt auch blöd, dass du halt... Also, das kannst du aufs erste Mal nicht auf unter 3 Minuten schaffen. Du musst genau wissen, wo es lang geht. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ja, da ist halt einfach wieder das Pantheon, ich weiß es auch nicht. Wir sind auf Kurs. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr... Jetzt sind wir auf dem Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten... Jetzt machen wir Zeit gut. Ja, wir haben halt jetzt wieder am Pantheon, ich verstehe die Frage nicht. Oh, er hat vergessen. Gut. Die Stadt ist verwirrend, aber das ist doch lächerlich. Ist das nicht die falsche... Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ist das nicht die falsche Richtung? Ja, Brudi. Jetzt! Ist das nicht die falsche Richtung?
Ja, dann ist jetzt die falsche oder nicht? Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Er geht in die falsche Richtung. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben. Ich kann da nicht lang gehen, ich kann da dahinter nicht gehen. Was willst du eigentlich von mir? Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Ja, Wir sind auf Kurs. ja, da haben wir schon lang gegangen, das ist da hoffentlich bewusst. Der Typ ist ein richtiges beschissenes Navi, der Typ sauft, das sagt er, wie es ist. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sind auf Kurs. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr... Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ja, okay, wenn ich jetzt links gehe, bin ich nicht mehr. Sind wir da? Ah. Jetzt machen wir Zeit gut. So lang? Jetzt sind wir auf dem rechten Ah, Weg. den hast. Hättest du das nicht vorher auch sagen können? Vergonia! Wir sind auf Kurs. Ja, den hast. Weil ich lese gleich nicht. Wir sind fast da. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber Also da auf, oder was? Sind wir da? Wo gehen wir hin? Dieser Weg macht doch... der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Ja, dann da Ich ein. hoffe, die lassen uns mit rein. Okay. So lang? Wir sind auf Kurs. Da lang? Oder wie, oder was? Wo gehen wir hin? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ja, das ist ein wenig eine seltsame Mission. Jetzt sind wir auf dem Gebe ich, rechten gebe ich Weg. zu. Wir sind auf Kurs. Gleich sind wir da. Also die Kommentare von den Wochen hätte ich schon lange gesagt, ja, dann geh halt sind vor und haben fast da. da. So ungefähr. Da hätte ich auch gesagt, dann geh halt vor. Mich freut's nicht. Ich hätte ihm die Goldkiste auf die Zäpfel. Gleich So. sind wir da. Aber einen lustigen Hupf hat einen Gang, oder? Ich glaube, der hat einen Stecker im Arsch bei der Rüstung. Ja, Gott sei Dank. Ja, was war denn das jetzt? Gib mir die Kiste, Luigi. Ich bringe Luigi! sie zum Bankier. It's me, Mario. ein. Kann er eigentlich schnaufen mit seinem Dürfen Helm? nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca puttana. Porca Misere. hier? Aua. Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Rein und raus. Zweifelhafter Missionstitel. Dem Geld zum Bankier folgen, den Bankier eliminieren und dann fliehen. Volle Sync, den Bankier unbemerkt von einer Bank aus eliminieren. Schauen wir mal, ob wir das hinbringen. Sagt Claudia, der Bankier ist hier. Aha. Ja, das kann, wie gesagt, das kannst blind oder aufs erste Mal nicht unter 3 Minuten schaffen. So, ich brauche jetzt ein paar Minuten, dass ich mich da mal untertauchen kann. Da. Ich meine, ich wollte ja auch überhaupt nicht auf, ihr als Assassine unter 5 Kurtisanen, ne? Das hebt ja überhaupt nicht ab. Nein, fällt auch nicht auf, Birgit. Gut, der andere mit seinem Helm, der sagt eh nicht aus, der wo vorraget, der ist eh blind wie... Oder kann ich das kaufen? Hallo, ich mag das kaufen. Da gehst du ja, einen Schmied kaufen wir. Den nehmen wir unterwegs noch schnell mit, ich muss jetzt zählen wir aus der Portokasse. Darf ich anmerken, dass der Frog-Mouth-Helm vor dem Fettsack gerade echt schön modelliert war? Generell die Rüstungen auf PC sind sehr gut modelliert. Finde ich jetzt. Ich führe niemals schädige Ware. So, Komm doch mal rüber zu mir.
Jetzt haben wir in einem Sperrgebiet, jetzt müssen wir Obacht geben. Das Geld wurde übergeben, den neuen Kurier folgen. Wo leg mir Musch. Hallöchen. Warum hast du einen Tanga, ist die Frage. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Ja, ich meine, nein, habe ich nicht. Ich Okay, war ist dieser- noch nie in Trastevere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Ich beschütze euch. Na klar. Eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr Hau ab, tragt oder sie ich stich doch dir in ab, ich schwör's dir bei Gott. euren starken Arm. Wollt ihr mal anfassen? Und was sage ich dem Priester bei der Beichte? So, der macht jetzt gleich Aufruhr, da. Na, warte mal, macht er nicht. Mein Anstich. Tut mir nichts. Bitte. So, schauen wir mal. Oh, lebt mir, muss der sagt ja was. Hui, das war knapp. Na, wenn das kein lustiger Affe ist. Dann kann man rechts, links gehen. Ich hasse Sperrgebiete, habe ich das schon mal gesagt? Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Wann das eigentlich für a Party wusste du feiern? Punkt und wieso bin ich nicht Eiglon? Geld für euch, Bankier. Berechtigte Frage. Ich kann das leider nicht sagen. Aber scheinbar, wenn man so ein Banker ist wie der da, dann hat man das Geld, um sich eine Feten zu feiern. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borgia. Cesare spricht gleich im großen Saal, Eccellenza. Komm. Ist doch. Na, ist doch nicht wirklich, oder? Ich hoffe, du genießt den Abend. Ja, Eccellenza, tu ich. Es gibt hier Holy shit, wir hätten unsere Assassinenbruderschaft sogar zur Verfügung. Da passen wir aber. Das sieht man. Ja. Geht's mir auf Zeiten, Mädels. Jetzt müsst ihr mich da mal durchlassen, weil sonst zeige ich da schwarz. Niemand hält mich auf. Nun, kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht, mein Kind. Wären die problematisch? Gut, wird sie ausstellen. Der wäre problematisch. Ach, der ist jetzt da unten, oder was? Aber der Jassi! Danke, dass ihr gekommen seid. Alles fit bei dir? Wir haben eine lange Nacht vor uns. Denn die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Was? So. Ab vom Hof. Da hinten steht einer so Zipfjahre umeinander, oder? Ja, denken wir schon. Jassi, wie geht's da? Hau ab. Nein, du hast mich nicht gesehen, ich bin unsichtbar. Da. Steh hinter der Mauer, du kannst mich gar nicht. Ja, genau, da kommst du her, das ist mir recht. Die Merda! Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ja, du bist da ungefähr Deutschlands Blindster. Gerade heimgekommen, bin ziemlich K.O. heute, aber wird schon. Wie geht's euch? Au, wie hast du einen anstrengenden Montag gehabt? Dann wünsche ich dir einen angenehmen Feierabend und ja, lass das gut gehen auf jeden Fall. Und Jassi kocht mitten in die Ingame. Ja, Jassi zur Erklärung, die feiern da gerade sehr zweifelhaftes Fest. Die haben alle Pudel noch gerade angezogen. Ich verstehe die Frage nicht. Da ist jetzt unser Ziel. Wir könnten den jetzt instant abstechen, aber wir sollen ja zwecks 100% Sync von einer Parkbank aus. Von einer Holzbank aus. Warum geht jetzt die eigentlich keinen Meter weiter, ist die Frage. Oh, leck, da haben wir auch überall Wachen. Warte mal, kann ich den von da herum anschießen, ist die Frage? Ja, natürlich kann ich den anschießen. Da ist der. Bitte.
So, der geht baden. Die Wachen spannen das jetzt natürlich. Er hat einen Stift in der Hosen. So, wo rennt jetzt er hin, ist die Frage. Oh. Wo legt der Flücht? Moment einmal. Ja, okay. Der flüchtet nämlich. Der bezirkt sich nicht. Der darf mich quasi so anders nicht sehen. Okay, alles klar. Aber der Angel. Boah, leck, muss ich das jetzt nur mal machen? Oh, bist du bescheuert. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Kosten. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben machen die meisten. Aha, jetzt hat der das da drüben gesehen. Möchtest du mich verarschen? Ja, blöd. Shit! Okay, die Mission, die ist gar nicht mehr so ohne. Schauen wir mal. Alle guten Dinge sind 3 umgekehrt. Ich hoffe, du genießt den Abend. Ja, chillen, sag ruhig. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Kosten. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben machen die Macht. Schnauze. Oh, der stirbt doch! Ach komm, hey. Was ist denn jetzt das Messer für ein VIP? Den hast du schon 2 Wochen, glaube ich. Aber bitte, gern. So, können wir jetzt das? Jetzt passt so. Nein, du sollst da die Deppen da hinten da bitte mal ablegen. Da. Hallo, da. Oh, gut. Ich scheute keine Kosten. Habt Spaß. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben machen die Macht so lohn. Probieren wir es einfach mal über den unteren Weg. Schau weg! Ich geh nicht durch. Nun, kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht. Mir gehören alle. Für euch. Meine nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sah dich Geld von meiner Wache stecken. Dafür habe ich Okay. einen Ritt frei. Mehr noch, ich will, dass du die ganze Nacht... Aha, der mag also quasi, Ich muss doch auch von etwas leben. Oh, leck. Nein, aber eine Tochter. 300 Florin. 700. Gut. Schön, dass wir ins Geschäft kommen. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine Mann, wir haben das 2 Wochen. Ich lese klein, Chat. Sorry, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Okay, das haut hin. So, seht ihr jetzt die Leiche da drin? Scheinbar nicht. Das ist gut. Gut, dann haben die Wachen schon mal raus. Da steht... Ah, da ist noch eine. Versuch's gar nicht erst. Okay. Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora! Aha. 40 Tage ohne Kleidung miteinander rennen. Sounds like freedom. Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt. Doch ich führe das Heer, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend.
Der geschwollene Volldepp ist übrigens unser Hauptantagonist aus dem zweiten Teil gewesen, der Rodrigo Borgia, den ja der Ezio mehr oder weniger hat davonkommen lassen. Ja, weil er sich denkt, er hat keinen Bock mehr auf Tod und Verderben. So. Da ist der Bankett-Depp dahinter, jetzt müssen wir schauen, da laufen nämlich noch ein paar mehr Wachen umeinander. Wir müssen auf alle Fälle ein Bang finden, irgendwo, die Mann steht da in der Mitte drin umeinander. Jetzt ist die Frage, wird der andere... Giftklinge. RB drücken wir mal. Aha. Okay, das heißt, wir können auf alle Fälle... Ja, der sieht das dann natürlich. Wo ist denn da ein Bang? Wir müssen ein Bang finden. Ja, da hinten ist eine, aber da wäre er nicht rundum gehen, schätze ich mal, oder? Ja, der Draht wieder. Jetzt pass auf, kriegen wir mir. Sollen wir schauen, vielleicht haben wir von da ein bisschen Überblick. Der geht jetzt dahinter. Da hinten ist ein Bang. Genau da hinten ist ein Bang. Da wo er jetzt quasi rechts davor steht. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Da steht aber glaube ich irgendwo eine Leiche rum. Ja, wahrscheinlich steht da eine Leiche umeinander. Da steht irgendwo eine Wache rum, Mann, oder? Okay. Dann tun wir uns da jetzt einfach einmal lang und dann sitzen wir uns da hinten auf die Bang hin, weil dann haben wir ja quasi abgetaucht. Und dann müssen wir eigentlich locker hops nehmen können. Das müssen wir dann gerade richtig timen. Die Bang müsste jetzt genau da auf der Häser. Bleiben wir ein bisschen links. Müssen wir warten, bis er wieder retour geht, weil da geht er näher an der Bang vorbei. Meiner die. Beziehungsweise da hinten war auch noch eine, da geht er richtig nah vorbei. Also wenn er jetzt da zu weit weg ist, dann steigen wir noch mal retour. Aber ich glaube, dass er jetzt näher an uns vorbeigeht. Ja, tut er. Nice. Was ich alles fühlte, sah und kostete. Ich bereue keinen Augenblick davon. Ein Mann mit Macht sollte den Luxus gering schätzen. Aber ich gab dem Volk, was es wollte. Und nun zahlt ihr die Zeche. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. Ja, geschwollenes Schweinswürstel tot. Oder perverses Schweinswürstchen tot, so muss man sagen. Die haben das nicht mal gespannt, dass ich den... Ja, okay, nimm mich. Hey, wenn die das nicht spannen, Brudi, da hau ich ab. Ich meine, ich hab im Endeffekt vor seine Augen den Typen angestochen. Aber du, das nicht mehr. Das ist nicht mehr am Dant. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich da rauskomme. Da, du zupfst dich, auf Wiederschauen. Schöner Bauchplatscher. Ich glaube, ich habe die Mission noch nie so clean gespielt wie jetzt. Ich bin zwar dreimal desynchronisiert, weil mich jemand erwischt hat, aber okay, Leute, das... Mich wundert es, dass die Wachen das nicht gespannt haben, dass ich den Hops nochmal habe. Ja gut. Können wir recht schön voran, würde ich sagen. Ich möchte jetzt einmal schauen, ob wir jetzt da vielleicht einmal umkommen, weil jetzt haben wir storytechnisch ja ein bisschen vorangeschritten. Gestern haben wir ja die Türme noch nicht aufsuchen können, weil die waren ja quasi nur ausgesperrt von der Map. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Da haben wir auf alle Fälle eine Kopernikus-Mission haben wir schon wieder freigeschalten.
Aber sonst sehe ich da aktuell nichts. Ist da irgendwo, da ist ein Schnellreisepunkt in der Nähe, den können wir jetzt tatsächlich sogar mal wahrnehmen. Das geht auch feucht fröhlicher. Ja, normalerweise war es da jetzt richtig rund gegangen. In der Regel ist es in einem Assassin's Creed Spiel von früher immer so gewesen, wann auch immer du einen hochrangigen Templer abgemurkst hast, dann haben ungefähr 20 Wachen daher gemacht. Du Heide, mir stechen wir die ab und ja. War jetzt komischerweise nicht so. Vor allem, wie gesagt, ich hab den vor seine Augen niedergestochen. Ja, ich bin auf einer Parkbank gesessen. Ja, das soll ich auch mal helfen, um unter zum Tauchen, aber naja. Quasi hab eher die Geschichten aus dem Palana gehauen. Ja, müssen wir jetzt nicht näher ins Detail gehen, meine, oder? So, wir müssen da weiter nach rechts. Kaserne, ja, das ist schon. Wir haben aber weiter runter auch noch einen. Kohle wie Minerale. Ja. Ja, nehmen wir den. Nehmen wir den. Jasse und Birgit wollen ja mehr wissen. Ja, dann verzeih sie einer halt, um Gottes Willen. Du wirst jetzt schon nicht irgendeinen so einen perversen Schund in Chat schreiben. Dann schreib's halt menschlich, ne? Dann schreib's halt menschlich, ja? Schreib's nicht jugendfrei, sondern schreib's einfach jugendfrei. So, ne? So, was ist jetzt mit dir, Charlie Brown? Wie schaut's da aus? Ja, das wird ja von dem Ding da hinten bewacht, das ist ja klar. Kann man nicht alles selber machen? Ich hoffe, dass die jetzt frei haben, ne? Ich fürchte, dass wir da jetzt endlich einmal hinkommen. Mit Bühnchen und Blümchen, genau, und Marshmallows, die sind wichtig. Nein, das ist immer noch nicht verfügbar. Hey, das gibt's ja nicht. Wann kann man denn da mal her? Das ist ja Wahnsinn. Wann soll ich denn die Türme machen? Vor allem das Lustige war, ich kann da hinten her, ne? Da kann ich her, aber da kann ich nicht her. Das ist ein bisschen weird. Weiß auch nicht. Aber gut, dann geht halt das nach wie vor nicht. Da darfst aber du schon schwer annehmen, dass ich den Schnellreisepunkt jetzt wieder wahrnehmen muss, soll. Dann werden wir unsere Assassinenbruderschaft einmal wieder zurückschicken oder weiterschicken, damit wir wieder aufleveln können. Ja, genau, jetzt soll ich halt wissen, wo da... Ah, da ist er. So, wo müssen wir denn jetzt hin, eigentlich? Was kann man denn jetzt machen? Machen wir gleich mit der Hauptmission noch weiter, oder machen wir noch mal was anderes? Ja, machen wir noch mal so eine Hauptmission, schauen wir mal, was jetzt ansteht, und dann kann man Kopernikus machen, und dann, glaube ich, machen wir noch so eine Leonardo-Mission. Die Leonardo-Missionen sind schon ziemlich geil, weil Romulus-Verstecke haben wir aktuell keins. Ja, wahrscheinlich ist da irgendwo eins versteckt, aber wie gesagt, die kann es halt noch nicht einsehen. Aber gut, so, das heißt, wir müssen da irgendwo da mit deiner. Passt. Ja, okay, da wird auf der Map angezeigt, wo die Hauptmission ist, dann gehen wir da her. Genau, im Zweifelsfall schreibst du es ins Discord rein. Und machst davor eine ausdrückliche Warnung, dass eventuell nicht jugendfrei ist. Ja, nicht, dass ich wieder einen auf den Deckel kriege, weil dann bin ich wieder fett. Ich bin eine Biene, ich bestäube dich, du wirst jetzt gehen. Meinst du das? Ich bin eine Biene, ich hätte einen Stachel, wie schaut's denn aus? Wie gesagt, ich hätte einen Spitzenstachel. Das heißt, der Taubenschlag, perfekt. Oh, das ist eine Truhe, noch perfekter.
Hä? Der Daumenschlag ist da ja runter, oder was? Okay. Okay, wo ist der Daumenschlag bitte? Ah, das ist wieder der Sicherner. Okay, zupfte. So. Ja, den einen oder anderen Stufe 7 Assassinen haben wir jetzt schon, gell? Sehr gut. Perfekt, nice. Gut, schicken wir gleich wieder aus. Okay, das ist ein Ohrstern und das ist auch nochmal 4 Sterne. So, was ist in Wien so? Da haben wir so schwere. Jetzt schauen wir mal. Können wir die schwere in Wien schaffen? Oh nein, wahrscheinlich nicht, oder? Nein, 77, das ist 77% der Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Österreicher haben einfach zu heftig, da kannst du nichts tun, da ist gerade nicht gewachsen dagegen momentan. Da müssen wir schon Meister hinschicken, damit das was wird. Ah, was geht in Moskau so ab? Können wir die schaffen? Oh ja, die können wir schaffen. Gut. Sagen wir mal so, von Krone Hit, österreichischer Radiosender, hat es einmal ein offizielles Event davon gegeben, jetzt dürfen wir das eigentlich nicht mehr. Okay, mir sagt das jetzt persönlich nichts, aber vielleicht deine Landesleute, die können das bestimmt ein bisschen besser identifizieren, was du jetzt meinst. Da tun wir die Hauptmission avisieren, oder auffixen, weil das macht mir ganz kirre da auf der Map. Sollten wir jetzt zufällig noch an einer Bank vorbeikommen, heben wir die 10.000 Florin natürlich auch noch ab. Ich hab keinen Plan, was ich meine, eher nicht. Die Wachen wurden angewiesen, störende Gefährte zu entfernen. Okay. Hey, jetzt müssen wir ins Tunnelsystem ein, ist das der Ernst? Belastende Unterlagen. Claudias Dirnen haben das Geld des Bankiers gestohlen, aber es gibt Ärger in der Rosa in Fiore. Wo sind Claudia und Maria? Wir kamen mit dem Geld zurück, aber sie sind uns gefolgt. Aha, okay, ja, dann kennen wir mich schon aus. Was? Meine Schwester weiß ein Messer zu führen. Und ich bin bereit, es wieder zu tun. Gesprochen wie eine wahre Auditore. Endlich seid ihr zur Vernunft gekommen. Wurde auch Zeit. Ja, das hab ich jetzt schon verstanden, das Hafen und Nacht. Warum? Jetzt ist die Frage, warst du auch Nacht ohne H mit einem anderen Buchstaben Skifahren oder warst du nur glücklicher und belustigender Zuschauer? Ich weiß nicht, wo wir das wissen wollen, aber... Man ist noch einmal jung, selbst der nicht. So, wir haben in Sequenz 6. Siehe da, siehe da. Perfekt, das ist eine Bank. Neue Auftragsattentate für neue Gegenstände bei Schmieden freigeschaltet, das ist zauberhaft. Neue Gegenstände bei Kunsthändlern interessiert mich nicht. Aha. Mir wird kalt beim Gedanken daran. Das Ding ist... des Mannes Aushängeschild, wenn du so willst, ne? Um es jetzt mal jugendfrei zu... Ne? Das ist das schwankt mit der Temperatur, sagen wir es mal so. Und unter Umständen, ne? Unter Umständen, und beim Sai wären diese Umstände gewesen, Grund sah, dass der von seiner Original-Ausdehnung her nicht mehr ganz so hingekommen ist. Aber gut, so viel dazu. Oha, jetzt hat er aber richtig fett. Du, wir haben zwar immer noch fucking rich. Hast jetzt du endlich mal
Mein Schwert, was ich haben will. Jetzt haben wir Degen, Langfeuer. Mann! Aber wobei der eigentlich auch nicht schlecht ausschaut. Aber der macht aber auch keinen Schaden. Fick dich. Kleine Waffen, was haben wir da? Ja, Fleischermesser sowieso OP. Dolch des Romulus. Knochendolch von Romulus. Aha. Ich sag nur, Jägermeister, Langlauf... Was? Langlauf-Loipe neben Quartier und die magischen Worte draußen... Ja, okay, dann weiß man schon Bescheid. Ist der so ein Fertiger. Ja, aber mein Gott, wenn es Spaß macht. Man, okay. So, was kostet der Wumms? Achso, den haben wir schon. 3000, 2000. Ja, ich glaube, dass wir mal ein bisschen eine Rüstung einkaufen, oder? Ich meine, wir haben ja Rich. Ja, haben wir mal um 15.000 Rüstung gekauft. Ja, und meine Waffen hat er halt leider noch nicht, der Depp, der. Okay. Bitte kommt jederzeit wieder. Gut. Der Gesprächsswitch auf Schwerter. Hey, was ist denn das? Templeragenten. Was ist das? Das ist schon wieder was Neues. Ah, da ist er. Ah! Da ist ein Romulus versteckt. Ja, heißt das jetzt in Gottsam 30, dass ich da jetzt her darf, oder was? Das war jetzt einmal wirklich an der Zeit. Ja, aber dann kann man nämlich das jetzt endlich einmal machen, da. Damit endlich die Map einmal sauber aufdeckt ist, ja? Borgia-Türme. Das heißt da praktisch automatisch, dass wir mir dann quasi 2 neue Rekruten dazu kriegen. Ja, nee, ohne mich, da muss schon Geld her, dass ich sowas mache. Die Aussage hinkt aber jetzt gewaltig, Birgit. Mehrere Priester erlitten deshalb schon peinliche körperliche Regungen in der Öffentlichkeit. Ja, okay, es war quasi ein sehr fragwürdiges Wochenende. Okay, wir müssen weiter nach unten. Ah, daher. Na, geht noch nicht. Ja, dann halt daher. Wenn da das ganze Trinken fürs Wii bezahlt wird, dann musst du aber Face auf, dass das rentiert. Da darf man hinterher nicht mehr in der Lage sein, das zu tun, was du getan hast. Sagen wir es mal so. So, nach Adam und Riese, wenn doch da jetzt ein Romulus-Versteck aufdeckt wird, ne, dann muss doch das jetzt endlich mal zugänglich sein. Aber wenn das jetzt immer noch nicht zugänglich ist, dann flippe ich aus. Das war mir der Kater nicht wert. Das. Da hätte ich schon allein keinen Bock nicht, dass ich am nächsten Tag so eine Birne aufhab, dass du sagst, du kannst keinen Kopfball mehr verfehlen. Die 4 Tragel, die ich brauche, nope. Hey, ich versteh's nicht. Warum kann ich da nicht hin? Wenn doch da jetzt ein Romulus-Symbol aufploppt. Und wenn ich doch daher kann, warum kann ich dann da nicht hin? Ich kann auch nicht nach oben. Also okay, das ist gerade echt ein bisschen dumm, ganz ehrlich. Was ist mit dir jetzt? Du kannst wahrscheinlich auch nicht, weil nur der Borgia-Turm im Weg ist, oder? Ja, denke mal. Ja, Brudi, ich kann da nicht hin. Ich darf gern, aber ich darf halt nicht. Meine Hände sind gebunden, mein Herr. Ja, das ist schön. Mir meine auch, leider. Ja, dann machen wir jetzt, was machen wir denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Machen wir mal mit dem Kopernikus weiter und dann machen wir vielleicht noch so eine Leonardo-Mission. Das ist erst viel über 6, what the fuck? Da haben wir noch viel Zeit. Bruh. Bei diesen Ärzten weiß man nie. Ja, gehen wir mal mit, weiß ich, was das ist. Ich konnte da halb reden. Schau, allein für die Menge an Alkohol, die ich im Jahr trinke, dass ich das schon nicht rentieren. Ich trinke vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht 10 Liter Alkohol im Jahr. Wenn überhaupt. So. Gut, Kopernikus haben wir gesagt, machen wir, oder?
Was ist denn das dann da eigentlich, Templeragenten? Mr. Werb, wissen Sie das? Haben Sie noch da? Wenn ja, dann könnten Sie mir mal kurz sagen, was die Templeragenten da auf sich hat. Die Markierung Templeragenten ist im Prinzip sowas wie Auftragsattentat. Okay, also da war ja mal unrelevant. Ja, da habe ich ihn planschen, das hat noch nie geschadet. Gut. Halt mal einfach einmal fest, Mr. Saiching, Hauptsache du hast Spaß gehabt und bist gesund und munter wieder heimgekommen. Ist die Kopernikus-Mission jetzt im Kolosseum? Während des Abendmahls, die anwesenden Gläubigen können das bezeugen, weinte die marmorne heilige Jungfrau Blut auf das Brot. Aha, sie hat Blut auf das Brot geweint, Freunde. Habt ihr es gehört? Hau ab. Ach, ist das gestern nicht das Gebäude gewesen, wo wir den Kopernikus hier exkortiert haben, weil er von den Wachen verfolgt worden ist? Tatsächlich, das ist sogar das. Da habe ich sogar nicht drüber übersehen. Lul. Oh, der schaut aber ein wenig geknickt aus, der Bulle. Alle Briefe sind überbracht. Als ihr fort wart, habe ich wohl die Quelle dieser Angriffe herausgefunden. Den Magister Sacri Palatii. Oh. Wer ist das? Ein Dominikaner, vom Papst ernannt, um die Reinheit der römisch-katholischen Lehre zu gewährleisten. Meine Studien haben ihn immer gestört. Und nun, da ich die Templer verärgert habe, schlägt er endgültig zu. Wo finde ich ihn? Die Kardinäle treffen sich meist unweit von hier. Folgt einem von ihnen. Der Magister begrüßt gerne jeden einzeln. Vielleicht hört ihr noch schlüssigere Hinweise. So, Mann in Rot. Einen Kardinal verfolgen, um den Aufenthaltsort des Mannes zu finden, der Kopernikus tot plant. Den Magister Sacri Palatii. Aha. Synchrogramma während der Verfolgung des Kardinals niemanden töten. Ja, toll. Das ist schon wieder sehr zweifelhaft, dass das Assassinen niemanden umzustehen. Na gut, probieren wir es halt einmal. Okay, jetzt können wir meine Assassinen wieder von der Mission zurück. Er wird sich noch etwas brechen. Naja, wer zuletzt... Bitte, wie weit ist denn der weg? Ja, ungefähr 100 Kilometer weg. Ist aber jetzt eigentlich gut, weil jetzt... Ach so, ich darf niemanden töten. Moment einmal, wenn es heißt, ich darf niemanden töten, gilt das dann auch für meine Assassinen-Rekruten? Das war jetzt eine interessante Info, weil ich persönlich bringe sie ja nicht um. Ich lasse sie töten. Das war jetzt interessant. Ah ja, und beim Nachtskifahren habe ich die Abstellhilfe für Ski erfunden. Dein Dödel, oder was? Ich frage für einen Freund. Ich darf es nicht riskieren, okay. Ja, Moment, jetzt darf ich ja noch. Ich schieße schneller wie du. Warte mal, wenn wir schon da haben, der wir noch schnell die Assassinen rekruten.
Oder zwischen die... oder da, oder so. Ah, die Hand noch fort. Ja, die kommen aber in 2 Minuten schon wieder. Ja gut, bleibt sie eigentlich Kuft für gesprungen. Ja, lass mal die Rekruten mal schnell weit an, weil wer weiß. Wer weiß. Also ich hab meinen größten Respekt vor den Leuten, die das Spiel mit 100% Synchro spielen, also komplett, ne? Das ist auch mit der wäre ein Skidödel. Frag nicht. Frag nicht. Ist nicht tragisch. Ich glaube, du willst das nicht wissen. Wenn sie es wirklich wissen willst, schreiben an sei privat auf Discord. Abgeschlossene Wette oder so? Ja, wo ist jetzt? Hä? Ach, das versteckt sich hinter dem Taubenschlag, das Symbol. Ich hab das schon erlurt. Du kommst rein und liest es, dann perfektes Timing da, die Song. Gibt es denn kein Gesetz? Ja, ich sehe schon, wie wir verfolgen müssen. Er wird doch jemanden verletzen. Ja, ich habe jetzt da mein Ziel, aber... Ah, jetzt halt. Achso, der geht in die andere Richtung. So, jetzt darf ja... Wisst ihr was? Wir machen ein Experiment. Wir probieren mal, ob wir Wachen töten können, wenn wir Assassinenrekruten einschalten. Oder hernehmen. Wenn es nötig ist. Das probieren wir dann aus. Versteckst du dich hier, Freundchen? Damit sie Ruhe geben an die Wuschweiber. Ha, ich hab mir jetzt gerade noch gedacht, dass er sich umdreht. Gut, dass ich die Gruppen neu entdeckt habe, damit er mich verstecken kann. Sehr gut. Ich werde ein paar Tage weg sein. Sie wollen mich mit dem Architekten nach Karat. Ihr Leute tretet. Dir gebe ich gut Geld. Ja genau, geht's ruhig weg von mir. Ich hab kein Geld nicht und ich gebe auch nichts her. Da dreht sich doch garantiert auch noch mal um, oder? Aber warte mal, jetzt können wir ja dann eigentlich übers Dachel gehen, meine, oder? Ein Kollege von mir ist gerade als Schweizer Gardist im Vatikan. Okay, das bedeutet jetzt was genau? Schweizer Gardist? Als Soldat oder verzeih mir bitte die dumme Frage, ich kenne mich da leider nicht aus. Rübsi, aber der einen schönen Abend miteinander. Dir auch. Schön, dass du bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Einen schönen Montagabend wünsche ich dir. So, was haben wir jetzt da? Ja, so ist doch das zauberhaft, oder? Schön übers Balkenlager. Da wird ihm das. Ja, weil da quasi umdrehen, wie lustig ist, weil der sagt uns nicht. Wir haben ihn nämlich erhöht. Ja.
So, was haben wir jetzt da? Ah, fuck, ich hab den Deppen. Ja, das war jetzt der absolute Brainlag-Moment. Ich darf ja keinen umbringen. Ja, okay. Fast. Nächste Woche fange ich einen neuen Kontraktor an. Leibwache der... Oha. Ja, nice. Magister. Du musst, glaube ich, musst schon was Kino machen für das, oder? Kopernico und den anderen? Nichts. Diese Narren. Das Volk mit ihren Theorien zu überfordern. Wir können die Leute jetzt schon kaum in Zaum halten. Meine besten Männer werden sich ihrer annehmen. Ich schätze, sie machen kurzen Prozess. Ich muss sie aufhalten. Was steht jetzt da? Leichte Ziele. Die Mörder eliminieren, die der Magister Sacri Palati entsandt hat, um die Gelehrten zum Schweigen zu bringen. Alle Mörder eliminieren, die der Magister Sacri Palati entsandt hat. Okay. Jo, gerade von der Schulung heimgekommen und auf einen chilligen jetzt. Oh, was für Schulung? Okay, wir müssen mal Gegner hops nehmen. Das ist gut, das kann ich. Wie wir gerade eben festgestellt haben. Diese farbigen Türsteher, die Vatikan eingehen bewachen. Okay, ja, sagen wir was? Ja, da meine ich, gehört schon ein bisschen mehr dazu. Vor allem, hallo, es ist der Papst. Man, der wird jetzt nicht von so einem Hobby-Türsteher bewacht werden. Ja, der Typ, der kann jetzt quasi überall sein, okay. Und ihr habt so. Wenn euch euer Leben lieb ist, Hä, warum? Hey, der wird doch gar nicht nachgesagt. Hä, what the fuck? Animali, Hilfe! Okay, wo ist der komische Attentäter? Ich verstehe die Frage nicht. Ist der weiter oben? Deine geistige Gesundheit ist fragwürdig. Alter, ist das dein Ernst? Aha, die Kinder also auf dem Dach herum, so, alles klar. Haben wir einen Sei aus Frühkommand? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht und kriegen wir es ja wahrscheinlich auch nicht. Wo ist der? Ja, passt ihn! Mann, er ist zu schnell! Okay, was ist jetzt deine Mission genau? Ja, okay, herkomm. Au! Da! Da! Ja, servus, grüß euch. Ja, ich kann's da warten. Forza! Jetzt! Hände! Wird Zeit! Es habt ihr mit mir angelegt, habt selber Schuld. Das ist nicht mein Problem. Oh, da wollte ich noch hinlangen, verdammt. Ja gut. Habt ihr alles gut bei dir? Ja, Adlerauge eine, das wird wahrscheinlich auch wieder einer sein. Ah, da hinten ist er. Okay, der ist am Arsch. Das kriegt jetzt auch keiner mit. Perfekt. Ich sollte vielleicht bei der Gelegenheit den Stickbrief abreißen, der wo da in der Nähe steckt. Ah, das ist jetzt blöd bei der Wochenende, die werden dann gleich wieder alarmiert.
Aber da ist auch noch einer. Okay, schauen wir mal. Ja, wo ist er denn? Der Bub. Ah, der ist wahrscheinlich wieder oben, oder? Okay. Ja, man soll halt auch vielleicht ein bisschen weiter ins Gebiet eingehen, wo er sich aufhalten kann, gell? Ja, es flauscht nicht bloß ploppt vom Tag in der Früh erst beim Container vom Schnee befreit wegen Eisspalten und so weiter. Auwe. Ja, da hast du quasi ein bisschen einen stressigeren Montag gehabt dann quasi. Okay. Aber jetzt ist ja Feierabend, ne? Wohlverdienter. Boah, wie das hast, so Zipfel Adams zum Suchen, ich verstehe das nicht. Okay, da haben wir außerhalb, dann muss er da herum irgendwo sein. Hä? Mei, wo ist denn der Vollgas? Wo ist denn der Vollgaser? Oh, nicht so. Ah, da ist er. Oh, ja, natürlich. Okay. Das war erst der dritte, wir brauchen nur 3. Jetzt bist du tot. Oder auch nicht. Hab extra früh angefangen wie in dem Schnee, war eine halbe Stunde, was ich braucht habe. Okay. Ja, bei so einem LKW, da brauchst du schon eine Zeit, gell? Da braucht eine Heizung für einen Aufleger. Ne? Gibt's wahrscheinlich aber das wäre sündhaft teuer. Also. Kann man mir vorstellen. So. Mit dem leisen Verdacht, dass der auch wieder irgendwo herum am Dach umeinander knuppt. Oder Halle? Ja, das ging auch noch. Das stimmt. So, alle Kabel verlegt. Sehr schön. Und funktioniert alles? Aua. Mein die scheiß Musiker, ich sag das. Okay, das ist nicht unser Ziel. Bis jetzt klappt alles soweit. Sehr schön, genauso soll es doch sein. Hab ich gesagt, du hast einen Profi im Haus. Oh, die scheiß Suchmissionen. Jetzt wenn er auf uns sagt. Großer Test kommt am Mittwoch. Sehr schön. Dann hoffen wir mal, dass der Test ebenfalls alle Tests besteht. Damit der Test alle Tests besteht. Sehr gut. Dann hoffen wir, dass der Test auch alle Anforderungen erfüllt, so wie er sie erfüllen soll.
Merci. Entweder du meinst jetzt freiwillig oder ich ramm da mein versteckte Kling so tief von Arsch rein, dass du das mit der Zunge anschlecken kannst. Das garantiere ich dir. Ich schwör's dir bei Gott, du stirbst einen richtig trickerten da. Bist ja zuversichtlich. Ja, das wird schon passen. Da darf ich mich nicht oben. So, du hörst erst einmal auf, scheiß drüber mit zum Labern. Da fangen wir schon mal an. Ihr reitet euch immer tiefer in die Scheiße. So, schon haben wir wieder fast anonym. Ne? Die Familie Colonna gibt bekannt, dass diesen Samstag auf den Feldern hinter San Lorenzo... So, letztes Ziel. Seht ihr nicht, ihr seid Teil des Problems. Ja, Cavallo. Achso, das ist ja schon gemacht. Danke dir, gibt es da. Geht ihm schon wieder. Ja, Unkraut vergeht nicht. Ja, der ist hundertprozentig wieder oben. 3 oben, 3 unten, das darf Sinn machen. Ja, sag ich doch, dass der herum ist. Ich wollte gerade sagen. Hey, warum ist jetzt da das fehlgeschlagen? Ich hab doch alle Mörder umgebracht, oder nicht? Oder hätte man da was anderes machen müssen? Ja gut, wie die Macht sei. Okay. Gut, das war Kopernikus-Mission. Da war jetzt noch eine verfügbar. Jetzt darf ich aber vorschlagen, machen wir... Freunde, Hauptmission oder machen wir Leonardo... Was ist denn das? Achso, das ist eine Flagge, okay. Wollen wir eine Hauptmission machen oder machen wir also eine Leonardo-Mission? Mit den Kriegsmaschinerien. Wenn du den Herold anrempelst, nach der Bestehung kostet dir dein Geld wieder zurückhalten. Ja, weiß ich schon. Aber du, wir haben rich. Wir haben das Geld. Das passt dem schon. Die Hauptmission war jetzt da rüben. Vielleicht können wir ja da dann endlich da um. Ja? Wer weiß das schon. Das ist Kurtisanengebäude, okay. Wie haben wir es denn jetzt? Ja, Leute, wisst ihr was? Wir machen jetzt so eine Leonardo-Mission, hätte ich gesagt. 3 oben, 3 unten, was? Ja, 3 Wochen, also 3 Ziele waren oberhalb, also quasi oberhalb der Straße, die Straßen, also auf die Dachlum und 3 waren nicht an die Straßen selber. Eine Leonardo-Mission, das mir nicht passt. Kriegsmaschine. Da schon haben wir wieder 5468 im Pott, sehr gut. Ah, das wird jetzt zauberhafte Mission, habe ich so ungefähr. Ich kann jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht sagen, was für eine Kriegsmaschine das jetzt ist. Aber das werden wir gleich sagen. Ja, 3 Ziele aus. Das waren insgesamt 6 Ziele. Ah, warte mal, das ist ein Doktor, das ist gut. Da können wir nämlich unsere Medizinvorräte gleich noch schnell auffüllen. Das ist gar nicht einmal blöd. Komm, seid nicht schüchtern. Gut. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Macht's gut. Er wird alle trinken. Es ist nur eine Frage der Zeit. Alles klar. Dann Kriegsmaschinerie. Den Templaufseher eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Den Aufseher mit der Pistole töten. Okay.
Vor allem, ey, warum haben die Herolde Gold hinterlegt? Gold hinterlegt hast du immer Attentatsziel. Ja, das wird easy. Oh. Ey, ja. Ich glaube, das war so semi-schlau. Schnauze. Was möchtest du, Faschingsprinz? Ab vom Hof. Möchte ja meiner. Alter, da habe ich Dere. Wer ist da geschubst? Ich verstehe die Frage nicht. Alles fit bei dir? So, da ist jetzt die Leonardo-Mission, die tatsächliche. So. Alles fein, die Woche muss nur noch 4 Tage arbeiten. 3. Offiziell. 3. Panzerwagen, Montes Circeo. Das ist jetzt der Panzerwagen, den wo der Dampfe vorher erwähnt hat. Da wo der Leonardo wirklich geschichtlich auch beteiligt war. Das ist eine geile Mission. Hölle auf Rädern. Leonardos Panzerwagen ist ein anspruchsvolles und verheerendes Kriegsgerät, das den Ausgang einer Schlacht verändern kann. Es muss zerstört werden. Volle Sync, im Panzerwagen keinen Schaden nehmen. Eine Entdeckung führt zur Desynchronisation. Okay. Die Erfindung ist sicher und die Spione in Ketten. Wer Cesare bestehlen will, ist selbst schuld. So, wenn wir den mit Rammer. Handpanzer von, yes. Ja, der Panzer ist ein wenig groß für einen Handpanzer, wenn du mich fragst. Okay, bisher ist easy. So, ich bin jetzt wieder ein bisschen konzentrierter, gell, Freunde der Sonne. Das könnt ihr mir hoffentlich noch sehen. Wenigstens darf ich noch meucheln, das ist schon mal gut. So, wie schaut mir jetzt die zwei aus? Einmal können wir innen eine. Gut, der ist jetzt beschäftigt, das ist gut für uns. Den Architekten verprügeln, um den Standort der Baupläne herauszufinden. Ja, jetzt ist verprügeln und nicht mehr töten. Was wollt ihr? Wo sind die Pläne für diese Waffen? Auf einem Tisch am anderen Ende der Festung. Und das Gerät selbst?
Ich bin nicht sicher. Doch ihr braucht mindestens 3 Männer. Dann kommt mit mir. Nein, wir haben 3 Söldner gefangen. Sie sind gegenüber von den Plänen einer Zelle. Die helfen euch. Wen? Warum, aber was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er irgendeine Störung? Hat er irgendeinen Knick in der Matrix? Oder warum läuft der gegen sein Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema. Durch den Helm, da siehst du keinen Meter durch, das so gegen Kiwis ist. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht. So blind kann kein Mensch nicht sein. So, wir müssen jetzt ans andere Ende, wo die Pläne haben. Was treibt denn der da? Da, ich mache die Arschbombe in den Heuhaufen rein, da bin ich gut aufgekippt. Hallo, stichst du denn? Danke. Ah, da tut eine Wache wachen. Und da tut wahrscheinlich... Nein, das ist keine Wache, die wo wachen tut, okay. Das ist aber verhältnismäßig gar nicht bewacht, gell? So, der Plan ist schon mal hier. Jetzt müssen wir die Söldner befreien. Sehr gut. Du schluckst nicht allein, Freundl. Jetzt fängt der Depp mein Bolzen ab. Möchtest du das eh nicht glauben? Okay, das schaut gut aus. Das ist scheinbar jetzt unbewacht. Nice, nehmen wir. Werden wir den noch ausräumen, weil der hat vielleicht auch den einen oder anderen Bolzen für uns. Fast. Wo ist Da Vincis Maschine? Folgt uns. Sie halten den Weg geheim, aber wir haben den Eingang entdeckt. Hey, die sind aber gerade 2. Was ist mit dem dritten? Der ist besoffen, den Freizeit. Okay, alles klar. Was beschützen soll die noch? Ja, du fühlst dich cool mit deinem Hacke, ich weiß schon. Ja, Fleischermesser in den Schädel reinhauen, das ist eine sehr effektive Methode und nicht dann zum Killen. Du der Hacke her jetzt, so zerfix nochmal. Ja, Blutshimmel. Der hat jetzt einen Schuss mit der Kanone überlebt. What the fuck? Cesare nutzt die Waffen als Kernstück seiner Armee. Wir haben keine Kugeln mehr, Freunde der Sonne. Das ist schlecht. Er ist dabei, einen Überraschungsangriff auf Sizilien vorzubereiten. Wir werden sie aufhalten. Ah, da haben wir wieder Kugel. Wurfmesser und Medizin. Ja, schaut dem nicht, schaut dem nicht, schaut dem nicht. Hier gibt es gerade alkoholfreies Franzi-Weißbier. Gar nicht mal so scheiße. Ich oute mich jetzt. Ich habe noch nie Franziskaner Weißbier getrunken. Ich sag das, wie es ist.
Wieder mal looten. Da, der Dicke hat doch bestimmt was dabei, oder? Gift. Du bist so nutzlos. Aha. Ist ja sehr geheim, der Geheimgang. Wo ist der Scheiterhaufen? Ich finde einen Weg. Aha. Ich frag mich immer, wer baut die Dungeons da so unterirdisch? Da ist eine Truhe, ich hab's genau gesehen. Okay, 500 Finanzmittel. Ist jetzt nicht so, als wären wir darauf angewiesen, aber wir nehmen es halt einmal mit, weil umsonst. Der Dungeons Hip. kann der mal ein Bewerbungsgespräch mit mir führen, der Dungeons Hip. Ja, kommt mir auch mal so ein geheimer Weg-Dungeon bauen von meiner Maschine in meine Wohnung, ne? Dass ich mal so ganz geheim entschwinden kann. Da seid ihr ja endlich. Passt bloß auf. Ah, ihr als Assassine, kann das wenigstens, was könnt's denn das überhaupt aus der Stinger, hä? Ah, freilich, Ich lasse die Brücke herab. Soll ich den Brücke auch noch überlassen, ja, super Sache. Ah. Oh, jetzt wird gepanzert gefahren. Dass ich damit fahre? Keine Anleitung. War klar. Bewegung! Den Panzer fahren! Kannst du schon verstecken da hinter deiner Mauer, oder? Jetzt geht's rum, Freunde der Sonne. Alle Kanonen zerstören, ja. Ich zerstöre alle Kanonen. Da haben sie ein Bär in der Hosen. Oder auch nicht. Oh. Da muss Pro-Gamer eben wieder herholen. Oh, schau hier, das läuft da wie geschmiert. Oder auch nicht. Hau ab da, du Kaibe! Schießt der Kanonenkugel ins Gesicht. Manchmal über den Haufen verschießen. Also das ist schön, du brauchst überhaupt nicht weglaufen. Du gehst her. Der Panzer ist aber nicht einmal schier, der Leonardo braucht keine schierchen Sachen. Hau ab da mit deiner windigen Luftpistole noch. Oh, taktische Kamera, oh, da schon hin. Jetzt ja, das ist der absolute, das ist der Warzone-Vorgeschmack, Freunde der Sonne.
Hey, wie jetzt? Ich steck fest. What the fuck? Ah, Phasen OP. Da rutscht mir einfach mal auf Fassel hin. Wenn unseres beschädigt werden kann, dann ihres auch. Spin to win, Freunde. Nur noch ein paar Treffer. Hard One-Finger. Oh. Spaß, ich spreche mal. So ist, Freunde der Sonne, so ist World of Tanks erfunden worden. Ich muss aber sagen, unser Panzer schaut aber auch nicht mehr wirklich zauberhaft aus. Da schießt das Tier, ey. Das Tier, die Tier. So, ich war jetzt da, wie schaut's aus? So, der braucht ja überhaupt nichts zu melden. Wir hängen da irgendwo fest. Ich bin jetzt da irgendwo am Baum hängen geblieben, aber ich weiß nicht wo. Ja, wir haben auch unterwegs 2 Schaden gekriegt, abgesehen davon. Okay, hallo? Bildschirm und so? Hast du... Los! Moment einmal, bei mir hat's da gerade was. Oh nein, jetzt